Hallo zusammen, hier ist der Cletus von Crown Crew. Endlich Weekend, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt noch einen guten letzten Arbeitstag gehabt. Und für die, die müssen arbeiten am Weekend, ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen leid. Aber auf der anderen Seite heisst das ein bisschen chillen, was willst du, gell? Wir texten hier jetzt aber nicht über Arbeitszeiten und so weiter, sondern haben hier ein leckeres Gameplay. Und zwar schauen wir dem Trappi zu. Er ist zusammen unterwegs mit dem Inside, dem Laser, dem Quasti und dem Flux. Also wieder mal eine schöne Crown Crew Runde. Und der Spielmodus, Team Defender, ist ja so, dass eine Flagge muss eingenommen werden. Es gibt einen Punkt für das Team, das sie hat. Das gegnerische Team muss natürlich versuchen, den Flaggenträger abzukassieren und so dann selber probieren, Punkte zu machen. Der Flaggenträger ist immer ersichtlich für das gegnerische Team auf der Map, für das eigene natürlich auch. Und der Flaggenträger, weil es immer jemand ist, der ziemlich Nüsse hat, sich so zu präsentieren, bekommt auch ein bisschen Zusatzpunkte, wenn das Team einen Kill macht und so. Also eine ganz gute Sache. Es gibt einige, die diesen Spielmodus ziemlich gerne haben, die begrüßen es, dass da so etwas Neues ist gekommen und alles. Und das muss ich sagen, ist schon cool. Zwischendurch ein neuer Spielmodus, aber es ist auch der Spielmodus, wo man am ehesten gewinnt, wenn man sich in eine vorteilhafte Situation zurückzieht, sage ich jetzt mal. Es gibt auf gewissen Maps gibt's Häuschen, die eigentlich prädestiniert dafür sind, dass sich dort das Team nach drinnen verschanzt. Und ja, das führt ja zum Teil zu relativ uninteressanten Games. Jetzt hier sind sie zum Glück immer ein bisschen unterwegs. Es gibt ja sicher auch Phasen, wo man wieder ein bisschen defensiver spielt, weil es geht ja darum, dass man den Flaggenträger kann beschützen kann und dass man dann so auch das Game gewinnt. Also es gehört, wie gesagt, ein bisschen zum Game-Modus dazu, dass man teilweise ein bisschen defensiver spielt. Vor allem wenn Teams ähnlich stark sind, dann ist es dann so, dass halt einfach das Team, das die Flagge besitzt, sich im besten Fall irgendwann ein bisschen verbarrikadieren. Ja, man kann den Spielern keinen Vorwurf machen, wenn man die Taktik anwendet, aber dieser Zustand, muss ich sagen, führt aber dazu, dass es mich dann nicht so wahnsinnig flasht. Anyway, die Sache ist jetzt die, mittlerweile haben sie sich hier oben bei diesen Felsen und Höhlen ein bisschen verkrochen. Der Trappit hat hier wunderschön seine AC herziehen. Und jetzt müsst ihr mal das Spawn-System anschauen. Hier ist ein wunderschönes Beispiel. Seht ihr die Wasserfälle? An denen könnt ihr euch immer orientieren. Und dort, wo das grüne Kreuzchen ist, dort liegt der Trappit. Und jetzt müsst ihr schauen, der Gegner spawnt dort unten bei Domination C, kann man sagen, oder zwischen A und C. Und jetzt versuche ich, dort raufzukommen. Und es ist klar, dass der Kanal von den anderen Crown-Leuten abgedeckt ist. Und der Trappy kann dort jetzt einfach wunderschön eigentlich reinhaben. Die spawnen dort immer wieder, versuchen geradeaus dort reinzukommen. Und das sorgt für einen oder anderen schönen Kill, Double Kill. Das läuft wunderbar. Darum, ihr seht, das ist auch von den Spawns her, ja, nicht wirklich optimal, weil das Modern Warfare 3 tendiert ja dazu, das Spawn so zu wählen, dass man möglichst schnell wieder in Action ist. Das führt dazu, dass man meistens gerade eine gerade Linie zum Gegner wählt und durch das, ja, stört man halt meistens wieder in die Arme der Gegner und steht am gleichen Ort wie vorhin. Und wer dort schnell flankieren, nimmt halt meistens einen längeren Weg auf sich und ja, hat durch das dort nicht immer Erfolg, aber auch das ist eigentlich nicht wirklich vorzuwerfen, weil ich meine Spawns, die einem immer so weit wie möglich auseinander würden spawnen, werden auch nicht unbedingt vorteilhaft für das Game sein. Darum, ja. Bin mir da wirklich noch nicht ganz schlüssig, was ich abschließend von diesem Spielmodus soll halten. Primär ist es aber wirklich so, dass es cool ist, dass so etwas mal dabei ist, dass das so etwas Neues ist und dass es auch das Teamwork auf jeden Fall sehr fördern. Man kann auch gut Punkte machen, wenn man da ist, wo die Flagge mit sich herumdreht. Und der Trap stirbt hier leider zum ersten und letzten Mal. Aber er hat ganz schön Punkte abkassieren. Und von dem her ist das ein wunderschönes Gameplay gewesen. Habt ihr es schon mal ausprobiert, Team Defender, Team Verteidiger? Oder ja, habt ihr jetzt Lust bekommen?
kann es nur empfehlen. Es geht auch nur darum, sich mal eine eigene Meinung über diesen Spielmodus zu machen. Es ist nicht schlecht, finde ich, wenn man sich auch ein bisschen bei anderen Spielmodi auskennt. Es geht ja nicht darum, dass man jedem der Chef ist. Ist auch noch schwierig. Wenn man ein paar Spezialitäten hat, ist das eh ein Vorteil. Aber schlussendlich sollte man diese Spielmodi doch auch ein bisschen kennen, um vielleicht auch ein bisschen mitzureden, wenn es mal darum geht. Call of Duty, verschiedene Spielmodi. Und so sieht man auch mal neu mit rein, was man vielleicht sonst nicht so probieren und merkt, das ist echt gar nicht so leid. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Kleiner Exkurs hier, Team Defender. Merci fürs Zuschauen und Hören. Schönen zusammen.